Guten Morgen zum vierten Morgen, wo wir mit Worship und Gebet starten. Und heute wollen wir eine Charaktere von Gott angucken. Der Name, den wir anschauen, heißt Yahweh Roy. Roy heißt Hirte, also Gott offenbart sich selbst in der Bibel als ich bin dein Hirte. Und es gibt ja den mega bekannten Psalm 23, da steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen oder mangeln, je nachdem, welche Übersetzung die du bevorzugst. Und ich liebe diesen Psalm, da wird so viel abgedeckt von wie bedürftig wir Menschen sind und wie groß und wie liebevoll Gott mit uns umgeht. Und ich liebe dieses Bild, das Gott hier uns malt in der Bibel, ein paar Mal übrigens, dass er ein Hirte ist. Ein Hirte ist ja ein Leiter, ein Hirte, der kümmert sich um seine Tiere, ist aber auch ein Bild von, ja, es ist nicht dieselbe Spezies, also ein Schaf und ein Hirte kannst du gar nicht vergleichen. Ein Schaf ist ja ein Nutztier, man sagt eher ein bisschen blöde vielleicht, es sieht nicht jetzt mega krass weit, also nicht wie ein Adler, das sich die Beute erjagen kann, ist ein Fluchttier. Vor allem unsere gezüchteten Schafe, die brauchen wirklich einfach jemand, der sich um sie kümmert. Es gibt ein paar bekannte Geschichten, zum Beispiel aus Australien, ein Schaf, das davongelaufen ist oder aus der Herde sich entfernt hat und circa 5 Jahre in der Wildnis war, und das hatte so viel Wolle und war so, die Wolle war so von irgendwelchen Ungeziefern befallen und hat sich so verfälscht, dass das Schaf sich kaum mehr bewegen konnte und eigentlich basically blind war, weil die Wolle ihm ins Gesicht gewachsen ist, und sie mussten das dann mühsam befreien und wieder aufpäppeln. Also das passiert, wenn wir uns von unserem Hirten entfernen oder der Hirte uns nicht mehr findet. Und die gute Nachricht ist ja, dass Jesus der beste Hirte ist, den es gibt. Und wenn du ihm mal davonläufst, dass er dich wieder sucht. Also das ist meine Hoffnung. Und schau, manchmal wünschen wir uns eher eine Landkarte von Gott, anstatt dass er uns führt. Der Titel heute Morgen heißt ja Yahweh Roy, wenn du den Weg nicht kennst. Und wenn du den Weg nicht kennst, dann viele von uns, ich ertappe mich auch oft selbst dabei, dann beten wir, Gott, zeig mir den Weg. Und was wir eigentlich meinen ist, gib mir jetzt eine Karte, gib mir eine Strategie, wie ich wo durch kann. Und manchmal macht er das. Aber eigentlich ist Gott eben ein Hirte. Und ein Hirte, der führt dich. Der führt dich Schritt für Schritt oder vielleicht Tag für Tag. Oder einfach, es ist eine Beziehung. Es ist eine Person, mit der du immer wieder connectest und die sehr daran interessiert ist, dass du den Weg findest. Im Psalm 23 gibt es diesen Vers, der heißt, du leitest mich auf rechtem Pfad um deines Namens willen. Ich liebe das, weil das sagt mir, Gott ist mehr daran interessiert, dass ich meinen Weg finde, als sogar ich selbst interessiert bin. Wir haben das Gefühl, wir sind die Herren, die Frauen unseres Lebens und wir machen unsere Pläne, aber eigentlich Gott ist noch viel mehr daran interessiert, dass du den richtigen Weg findest, als du selbst. Hast du das gewusst? Und bevor wir jetzt in Gebet und Worship gehen, möchte ich dir noch einen Vers vorlesen aus Johannes 10, wo Jesus Folgendes sagt, weil er sich da als Hirte eigentlich positioniert. Er sagt Folgendes: Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Halleluja! Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Das musst du dir heute einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Niemand ist in der Lage, sie mir zu entreißen. Also ich weiß nicht, was deine Situation ist, aber Gott ist größer. Ich weiß nicht, wie es dir gesundheitlich geht, aber Gott ist größer. Und noch nicht zu Ende mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Job geht, ob du zufrieden bist oder nicht, aber ich weiß, Gott ist größer. Ich weiß nicht, wie du dich psychisch fühlst, aber Gott ist größer. Okay? Und das ist eine Glaubenssache, ist nicht unbedingt etwas, das man immer in den Gefühlen spürt, aber ich kenne so viele Menschen, die genau das bezeugen könnten und
sagen müssen im Nachhinein. Nicht immer, wenn du eben in dunklen Tal bist, wo der Hirte dich auch durchführt, manchmal über Jahre sogar. Aber ich kenne viele Leute, die genau sagen würden, yes, Gott ist wirklich größer. Und wenn du an seinem Ort bist, wo du Weisheit brauchst und die Richtung von Gott, dann möchte ich jetzt einfach bitten, dass Gott sich dir offenbart heute oder vielleicht sogar in diesem Stream, während wir Gott anbeten, dass Gott dir seine Richtung zeigt, dass Gott dich lenkt mit seiner feinen Stimme. Und auch diese Lüge, ich höre so viele Christen manchmal, die sagen, ich höre Gottes Stimme einfach nicht. Dann möchte ich bitten im Namen Jesus, dass deine geistlichen Ohren heute Morgen aufgehen und du ihn hören kannst, weil Jesus verspricht, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und so machen wir uns auf. Heiliger Geist, du darfst in unsere Herzen sprechen heute Morgen. Wir machen uns auf. Vielleicht kannst du deine Hände emporstrecken zum Himmel und sagen, ja Gott, ich bin auf Empfang wie 2 Antennen, die sich ausstrecken und sagen, Gott, meine Ohren sind gespitzt. Alle Ablenkung lege ich beiseite und ich höre einfach, was du mir sagen willst. Ich bereite mein Herz vor, dass du sprechen darfst und kannst. God of kindness, God of mercy, you are so good to me. You're my comfort and my healer. You're my comfort and you're my healer, mighty Savior, mighty Savior. Take me to new heights. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. God of triumph, God of breakthrough, who could ever compete? The more I know you, the more I know you, the more I love you, I will follow you. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Zeig mir das Herz des Vaters, zeig mir das Herz des Vaters. Open my eyes so I can see, open my ears so I can hear the wonderful voice of the Savior, the wonderful voice of my shepherd. If I hear you, I have it all. I have you, then I have everything I need. If I have you, I have it all. If I have you, then I have everything I need. If I have you, I have it all. Oh, I don't need anything else.
werde gelobt. Wenn ich dich habe, hab ich alles. If I believe in everything I need. Ich möchte nochmals diesen Vers lesen und dann werden wir zusammen auf Gott hören, ob er dir heute Morgen etwas sagen möchte für diesen Tag. Okay? Johannes 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme, sagt Jesus. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Niemals werden sie verloren gehen. Das darfst du auch für dein Herz einfach nehmen, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast und der Heilige Geist wohnt in deinem Herzen, dann wirst du nicht verloren gehen und hast das ewige Leben. Niemand wird sie mir aus den Händen reißen, denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es gibt. Niemand ist in der Lage, sie mir zu entreißen. Und jetzt lade ich dich einfach ein, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst. Jesus, unsere Ohren sind offen und du bist unser guter Hirte. Und wenn du irgendetwas hast, das wir heute mitnehmen können in diesen Tag, eine Warnung, eine Ermutigung, ein Geheimnis, das du uns offenbaren möchtest oder etwas erinnern möchtest, so öffnen wir jetzt unsere Ohren und du darfst in unser Herz reinreden. Ich werde jetzt einfach ein bisschen auf der Gitarre klimpern und der Heilige Geist wird zu dir sprechen. Diese feine, feine Stimme, deinen Gedanken in deinem Herzen. Vielleicht hilft es dir, die Augen zu schließen. Dann hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich hab, so hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles. Was ich brauch, wenn ich dich hab, dann hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Vielleicht schreibst du dir jetzt auf, was du gehört hast, in ein Buch oder in dein Handy, weil es wird dir helfen, dich daran zu erinnern, das nicht zu vergessen. Habe ich schon viele Journals gefüllt in meinem Leben. Und ab und zu da blättere ich immer wieder mal durch und merke, oh wow, Gott hat wirklich zu mir gesprochen. Und das soll dich auch ermutigen, weißt du, weil nicht jeder Tag ist genau gleich und nicht jeden Tag spüren wir den Hirten genau gleich an unserer Seite. Das heißt aber nicht, dass er weg ist. Okay? Vertrau Gott, dass er dich ans Ziel führt. Das ist so ein Urvertrauen, das er dir schenken will in dein Herz, dass er zum Ziel kommt mit dir. So ein souveräner Mindset, dass es gut kommt. Oh, wenn ich dich hab, dann hab ich alles. Komm, wir beten ihn nochmal an. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich
hab, dann hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles. Wenn ich dich hab, dann hab ich alles, was ich brauch. Sing it twice, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Take me to new heights, Holy Spirit. Draw me even closer to Jesus. Show me the heart of the Father. Show me the heart of the Father. Hey, show me the heart of the Father. Ein letzter Gedanke kommt mir heute noch, und zwar, Gott braucht auch uns gegenseitig, deine Brüder und Schwestern im Glauben, weil du bist ja als Christ in eine Familie Gottes hineingeboren oder adoptiert, wie man auch, was auch immer du für ein Bild nehmen möchtest, und er gibt auch deinen Brüdern und Schwestern immer wieder Eindrücke, um dich zu führen, weißt du? Also zu führen. Einfach Eindrücke von Gott, so, weil er möchte nicht, dass du als Solo-Christ durchs Leben gehst, sondern du kannst Gottes Stimme auch hören, wenn du die Bibel aufschlägst. Das ist eigentlich so ziemlich das Purste, was du machen kannst, um Richtung für dein Leben zu erhalten. Da spricht der Hirte, der gute Hirte, so richtig klar dadurch, okay? Oder auch durch Predigten, also vermisse nicht der Paulus sagt, schaut, dass ihr nicht die Zusammenkünfte oder eben die Gottesdienste verpasst, weil da spricht Gott, da erlebst du Gott, okay? Und Gott spricht auch durch deine Brüder und Schwestern, durch prophetische Eindrücke. Also es gibt ganz viele Dinge, wo Gott durchspricht, nicht einfach nur, wenn du auf dem Sofa sitzt, deine Augen schließt und du hörst dann die Stimme in deinem Herz, sondern Gott spricht vor allem durch die Bibel. Das ist, würde ich sagen, die wichtigste Quelle, wo wir Gottes Offenbarung wahrnehmen können, aber auch eben durch die Predigten am Sonntag, eine gesunde Church, wo du gehen kannst und Gottes Nähe und Führung erleben kannst, Worship, was auch immer. Also zapf diese Quellen an. Habe nicht das Gefühl, Gott spricht nicht. Vielleicht bist du wirklich eine Person, die vor allem über den Intellekt Gott hört und darüber nachzudenken. Dann forsche in der Bibel. Kauf dir einen Commentary oder lad das runter digital und fange an, die Bibel zu studieren und Predigten reinzuziehen von Menschen, von Männern und Frauen, die solide mit Gott unterwegs sind, die eine ausgewogene Theologie haben, und du wirst merken, wow, ich höre und spüre, wo Gott mich durchleiten will. Amen. Yes, das war der heutige Tag. Gott ist dein Hirte, vergiss das nicht, er kommt mit dir ans Ziel. Ja, und niemand kann dich aus seiner mächtigen, wunderbaren Hand reißen. Morgen werden wir das noch einmal miteinander den Tag starten, diese Woche, und zwar werden wir darüber reden. Gott ist und offenbart sich auch als Jahwe Zebaoth. Und Zebaoth heißt der Herr der Herrscher. Gott ist eigentlich ein Kriegsherr. Das klingt jetzt recht brutal, ist es auch, und wir werden morgen anschauen, was es mit dem Kämpferischen auf sich hat und wie Gott mit und für uns kämpft. Bis dann.